Здравствуйте! Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem kleinen Commentary. Heute geht's mal um ein etwas abgehobeneres Thema. Heute geht's nämlich um, ja, was Komisches. Es geht heute um Träume, ja? Und ich meine ganz besondere Träume. Ich meine Träume, die man selber träumt. Oh, wer hätte es gedacht? Und vorhersieht. Was? Denkt man sich? Ja, ich finde, vielleicht kennt der ein oder andere schon. Also, dieses Phänomen, der siebte Sinn, ich weiß es nicht, ja. Ich finde es sau interessant, das ganze Zeug. Und ich würde am liebsten mal ins Bett gehen, aber da habe ich keine Zeit. Deswegen, ja, die oh my. Deswegen erkläre ich mal kurz, was ich damit meine. Vielleicht weiß der ein oder andere nicht, was ich damit meine. Ich meine, dass man selber träumt, was irgendwann passieren wird. Und man erinnert sich in dem Augenblick, wie es passiert. Und das ist echt eine krasse Geschichte, muss ich sagen. Ich finde das wirklich saukrass. Ich habe dann immer so, ja, Gänsehaut, wenn ich dann das sehe. Weil es halt wirklich krass ist, wenn ich mir denke, ich weiß, was die jetzt machen. Und dann machen die das wirklich so. Ich weiß nicht, ob ihr mir glaubt, ob ihr mir nicht glaubt. Das ist ja eigentlich egal, ja. Ich weiß, dass es stimmt. Und deswegen ist da für mich einfach kein Zweifel. Das ist halt mal so. Also das ist mir öfters passiert. Ich habe es gehört, dass es schon einigen auch schon mal passiert ist. Und alle glauben mir dann immer nicht, weil sie mich komisch finden. Ja, aber keine Ahnung. Deswegen sage ich auch schon nichts mehr, weil das passiert mir echt relativ häufig, sogar so mindestens einmal im Monat passiert mir das, dass ich irgendein Erlebnis träume und das dann wirklich genau so, wie ich es geträumt habe, dann passiert. Das ist voll krass. Also, das ist mir jetzt schon wirklich so unzählige Male oft passiert. Das ist richtig gruselig, muss ich sagen. Und ich sage einfach mal ein paar Beispiele, ja. Bei einigen war ich jünger. Zum Beispiel Schule macht einen Ausflug in eine Bank. Und da gibt es einen Vortrag zu hören, der wahrscheinlich stinklangweilig ist, man weiß es nicht. Und ja, ist halt Vortrag zum Hören, ne? Ist langweilig, so. Und dann fahren wir da gerade so im Bus und ich denke mir nichts Böses dabei. Dann kommt auf einmal dann sind wir in dem Gebäude drin und setzen uns alles hin. Und wir sitzen so nebeneinander, so in Stuhlreihen, ja, wie das Kinder so machen, wenn sie irgendwo einen scheiß Vortrag anhören. Und dann kommt halt die Frau rein und fängt uns an zu begrüßen. Und ab dem Augenblick dachte ich, scheiße, ich kenne die doch irgendwoher. Also, ich habe wirklich im Traum gesehen, was die anhaben wird, was der neben mir anhat, was sie sagen wird, was der neben mir sagen wird, was ich sagen werde. Es ist so krass, hey. Ich habe da irgendwie gesagt, hey, das kenne ich doch. Das habe ich mal geträumt. Und dann mein Kumpel so, ja klar, das hast du. Ich habe halt, das ist halt so Gänsehaut-Feeling, hey, das ist so krass. Das ist Wahnsinn. Das kam mir heute wilder erst vor, deswegen habe ich jetzt das Commentary gemacht. Das ist so krass. Wir haben heute Wirtschaftslehre gehabt, sehr langweiliges Fach, muss ich sagen. Oh, das wird aber schön. Scheiße. Und Wirtschaftslehre gehabt und dann musste jeder Fragen beantworten. Und ich stand halt noch da, weil wir aufstehen mussten. Ja, tolle Idee, oder? Und wir mussten aufstehen und dann Fragen beantworten aus dem ganzen Jahr halt über. Und ich war einer der 4 Letzten und genau in der Millisekunde sah ich dann, scheiße, ich weiß, was sie anhat, ich weiß, wohin sie gleich gehen wird, ich weiß, was der Typ neben mir anhat, ich weiß, was sie sagen wird, ich weiß, was er sagen wird, ich weiß, was ich sagen werde, ich weiß, was die anderen machen. Es ist so krass, also du weißt halt einfach alles, was gleich geschehen wird und du kannst halt nichts dagegen machen, das ist auch so krass, hey. Also, das habe ich schon öfter gehabt, dass ich echt mir dachte, ich muss mal jetzt was anderes machen. Und es klappt nicht, es geht nicht. Also bei mir jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie weit das bei anderen ja, fortgeschritten ist oder ich weiß nicht, ob das andere Menschen auch haben. Auf jeden Fall, ich habe sowas. Ja, halt's Maul. Und es kommt
ja, einmal im Monat ungefähr, zweimal im Monat, dann wieder mal ein paar Tage, ein paar Monate nicht und dann wieder öfter. Das kommt einfach so vor. Und ich habe vorhin 7. Sinn gesagt, weil eigentlich hat jeder Mensch 7 Sinne. Ja, 6 meine ich, ja. Warum? Ja, warum? Jeder Mensch hat 6 Sinne normalerweise, weil ich denke schon, dass der Sinn, dass wir wissen, wo wir uns im Raum befinden, ein Sinn ist. Wenn ich mich in mein Zimmer stelle oder irgendwo hinstelle, wo ich gerade drin stehe in einem Zimmer und die Augen zumache, weiß ich, dann weiß ich halt wirklich, wo ich gerade stehe. Und dann kann ich halt mich auch ungefähr so bewegen, dass ich halt weiß, aha, da hinten ist jetzt ein Regal, da muss ich aufpassen. So in der Art. Das ist, ich finde, das ist halt ein Sinn, genau wie schmecken und wie fühlen, ja. Ich weiß nicht, das ist aber auch so nebensächlich. Also schreibt mir doch mal wirklich bitte in die Kommentare, ob ihr solche Momente kennt, wo ihr geträumt habt, was passieren wird. Ich finde das wahnsinnig interessant und würde gern, ja, von euch erfahren, ob ihr auch sowas kennt oder ob ich da ja alleine bin, ob mich da keiner versteht. Meine Mutter hat das auch wirklich. Ah, nee, der hat keinen russischen Namen, schade. Meine Mutter hat das auch und aber sie hat es nicht so krass wie ich, aber ich habe es halt wirklich, ja, es ist halt schon, es kommt halt wirklich sehr oft vor, dass ich dann genau in dem Moment sage, oh Gott, ich weiß, was gleich passiert. Und was ich halt da wahnsinnig Schiss habe, ist, dass wenn ich mal irgendwie was träume und dann merke ich, dass da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie halt zu Schaden kommt und ich weiß, es kann es aber nicht verhindern. Das wäre so voll der Albtraum irgendwie, finde ich, wo hoffentlich nicht passiert, ja. Ich bin gespannt. Ja, ich habe schon von anderen gelesen, die es auch sowas können. Also, was heißt können? Es ist halt, es passiert einfach, es ist ja keine Gabe, es ist ja einfach bloß, ja, oh, PP Silverstar, 1000 over 9000 fucking Kills, ja. Und von dem her, ja, ist es eine Begabung? Keine Ahnung, mein Gott, es ist halt einmal so, ja. Es ist halt, ich weiß nicht, was, ist das was Besonderes? Ich weiß nicht. Also wirklich, bevor ich hier noch länger 1000-mal die gleiche Frage stelle, kennt ihr sowas? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, würde mich freuen, wenn da jemand das Gleiche erfahren hat oder sowas Ähnliches. Es gibt ja wirklich viele. Ich habe einen Verwandten, der hat mal... Ja gut, ist egal, ja, will keiner wissen, ja, ist wurscht, scheißegal, wird auch keiner fragen, was mein Verwandter mal gemacht oder gesehen oder getan oder gehört hat oder gefühlt hat, ja, ist völlig egal, bis zum nächsten Mal, bleibt so schön, heute mal ein bisschen übernatürliches Zeug, bis zum nächsten Mal, bleibt so schön und tschüss, ne, ja, dabei, das heißt zwar schnell, aber das macht ja nichts, ne, das heißt Brot.